ganz herzlich willkommen. In dieser Sequenz widmen wir uns unserer Lendenfaszien. Die hat so 3 Schichten und die 3 Schichten sollten nebeneinander vorbeigleiten, eine gewisse Geschmeidigkeit haben. Die sind gerne aber auch verklebt. Und in dieser Sequenz gehen wir dort rein ein bisschen stimulieren. Widmen uns wirklich mal diesem Lendenbereich ganz bewusst. Du darfst abhöckeln auf deine Sitzbeinhöcker und die mal so zu einem Päckchen zusammenkrugeln. Nimm dir ein Blöckchen oder ein Polster, wenn du den Kopf nicht auf die Knie ablegen kannst. Je nachdem, auf hohen Weg. Mal so die rund machen, so rund wie möglich. Die Beine können ja geöffnet sein. Und dann tun wir den Rücken und den Lendenbereich mal in einen schönen Bogen bringen. Wenn ich aufgerichtet bin, dann ist da mein Top so ein bisschen ladelig. Mit einer gewissen Grundspannung in der Aufrichtung innen. Aber hat immer noch so ein bisschen Spielraum, ist so ein bisschen ladelig. Wenn ich jetzt in ein Päckchen reinfalte, dann komme ich da so schön in eine Rundung und dann tut sich der Lendenbereich aufspannen, Richtung Steißbein runter, auf die Seite und raus, links und rechts. Gegenüber können wir uns so vorstellen, eben wie ein Tuch, wie eine Plache, wo in alle 4 Richtungen, in alle Richtungen aufgespannt wird. So wie eben jetzt da mein Top schön in alle Richtungen gespannt wird. Nicht ein Päckchen reinsinken, einfach mal rund und runder und runder werden. Oder auch mal spüren, wie fühlt es sich an. Vielleicht ist es überhaupt nicht geschmeidig, vielleicht merkst du schon, dass viel Widerstand da ist. Nimm einfach mal wahr, wie fühlt es sich gerade so zusammengerugelt an. Dann darfst du langsam auf deine Sitzbeinhöcker aufrichten, die Wirbelsäule in die Höhe wachsen lassen, Hände in die Kniekehlen, Arme aufnehmen über den Kopf und mit der Ausatmung die Steißbeine einrugeln, das Becken rückwärts kippen, hinter deine Sitzbeinhöcker hocken. Länge einschnaufen. Öffnen in eine Rotation. Ausatmen zurück. Einatmen auf die andere Seite. Du darauf achten, dass der Kopf nicht überdrehst, der Nacken nicht unnötig verspannt. Einschnaufen, hinter den Rücken. Ausatmen, wie über etwas ruckeln. Und dann kannst du jetzt schon die Beine anfangen strecken. Deine Streckung soll immer auch noch angewinkelt sein, wenn du nicht ganz strecken kannst. Über die Beine übergreifen, durch den Raum, durch den Nuffen, über das Brustbein öffnen, dann wieder die Steißbeine einrugeln, schönen runden Rücken, Beine zurückschleifen, zurückhöckeln, hinter deine Sitzbeinhöcker. Auf die andere Seite starten, öffnen. Bis in die Fingerspitzen die strecken, ausatmen, zurückkommen. Einatmen auf die andere Seite. Öffnen. Und aus, zurück. Schnuff aber in den Rücken. Und dann ausatmen, nach vorne, über die Beine übergreifen, weit nach vorne. Beinrückseite darf sich auch bemerkbar machen. Riesigen Bogen durch den Raum. Und wieder Steißbein einrugeln. Das Rundeli machen wir ein paar Mal mehr. Schön öffnen. Aufspannen wie ein Fächer bis in die Fingerspitzen. Und aus. Ein. Und aus. Länge einschnaufen, Schulter entspannen, Nacken ist frei.
Und ausatmen nach vorne. Wenn du die Beine nicht kannst, streck einfach so weit, wie es für dich geht. Nach vorne, 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 vorne. Öffnen, öffnen, öffnen. Steißbein einruckeln. Zurückhöckeln, hinter die Sitzbein. Öffnen. Und aus. Öffnen. Übrigens, je weiter zurück das der Höckel ist, desto intensiver wird es. Wenn du ein bisschen Intensität rausnehmen willst, kommst du ein bisschen weiter rauf. Über die Beine nach vorne. Weit, 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 weit durch den Raum durchgreifen. Und dort Steißbein einruckeln, Becken rückwärts kippen. Wer sollte intensivieren? Ein Bein anlöpfen, das andere dazu. Öffnen. Und aus. Öffnen. Und aus. Öffnen. Und aus. Öffnen. Und aus. Lang einschnaufen. Mit der Ausatmung wieder nach vorne, 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 vorne. Durch den Raum durchgreifen. Lang, 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 lang. Steißbein einruckeln. Zurückhöckeln, du wählst deine Tiefe. Deine Intensität. Und öffnen. Und zu. Und öffnen. Und zu. Und öffnen. Und zu. Und öffnen. Dritte Runde. Lang, lang, lang. Zurückkommen. Tief einschnaufen. Mit der Ausatmung langsam landen. Über die Beine weit nach vorne, 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 vorne. Öffnen, öffnen, öffnen. Steißbein einruckeln. Becken rückwärts kippen. Und dann oben runterruckeln. Wirbel um Wirbel um Wirbel. Oben runterlegen. Oben runterkommen. Beine zu dir ziehen und wieder schön rund werden. Und dann spannt sich der Lendenbereich auch wieder schön in alle Richtungen auf. Wir nehmen unsere Knie mit den Oberschenkelknochen anfangen kreisen in unseren Hüftgelenken zeichnen. Auf die eine Seite nochmal. Auf die andere Seite nochmal. Füße aufstellen. Nimm die beiden Noppenbäueli, deine Hände. Lang einschnaufen. Den Bodenkontakt spüren und mit der Ausatmung. Gib Druck mit den Händen auf den Bauch, drück die beiden Bauch ganz fest zusammen. Spür die Aktivierung in den Armen um den Oberkörper und lass komplett los. Lass die Hände entspannt auf den Bauch ruhen lassen. Schnauf lang ein. Und dann mit der Ausatmung rugeln die Steißbeine ein, kipp dein Becken rückwärts, schnauf in den Lendenbereich ein, wieder schön in die Runde. Und dann lass deine Sitzbeinhöcker Richtung Kniekehle laufen ziehen, durch das lüftet sich das Becken, die Wirbel rugeln ab, die Knie schieben nach vorne weg, so bis an die obersten Punkt kommen. Mal einschnaufen, die Höhe spüren, das Spannungsverhältnis spüren. Gib den Druck mit den Handinnenflächen auf den Bauch. Verändert sich etwas? Aktiviere deine Gesäßmuskulatur. Schieb dein Becken dadurch noch ein bisschen nach oben.
sich jetzt die Bogenbrücke noch ein bisschen mehr aufgespannt, spür, und lass ein bisschen los. Oder Druck auf die Bauch, einmal mehr. Druck mit der Handinnenfläche auf die Bauch, Gesäßmuskulatur aktivieren, ein bisschen Höhe gewinnen und wieder ein bisschen loslassen. Einmal mehr. Druck mit den Händen auf die Bauch, Gesäßmuskulatur aktivieren. Und dann wieder fein loslassen. Langsam von oben her zurückruckeln. Brustwirbel und Brustwirbel ablegen. Der Unterbauch schön zurückziehen. Lendenbereich ablegen. Und dann erst am Schluss das Becken ablegen. Einschnaufen, die Arme hinter den Kopf mit den Baueli. Und ausatmen, die Arme über die Seite zurücknehmen. Einschnaufen, entspannen. Ausatmen, gib Druck mit den Händen auf die Baueli, drück die Bauch zusammen. Einatmen, loslassen. Ausatmen, Steißbein einruckeln. Einmal mehr, Unten rauf. Lendenbereich beatmen. Und dann noch ein bisschen das Becken mehr rückwärts kippen, wenn es geht. Unten raufruckeln. So bis an die erste oberste Punkt. Einatmen. Mit der Ausatmung gib Druck mit der Handinnenfläche auf die Bauch, Gesäßmuskulatur aktivieren. Ein bisschen loslassen. Einmal mehr Druck. Gesäßmuskulatur aktivieren. Ein bisschen loslassen. Zweimal mehr. Druck gegen den Bauch auf den Boden. Gesäßmuskulatur. Ein bisschen loslassen. Druck. Gesäßmuskulatur. Und ein bisschen loslassen. Einmal mehr. Das letzte Mal. Druck. Gesäßmuskulatur aktivieren. Die Spannungen spüren. Und dann loslassen. Langsam von oben her abruckeln. Wirbel um Wirbel um Wirbel. Auf das Mätteli zurücklegen. Einen um den anderen. Becken ablegen. Das Steißbein nochmal einruckeln. Becken rückwärts kippen. Noch ein bisschen mehr anlöpfen, so weit, dass du die beiden Bäueli unter deinem Becken platzieren kannst. So Kreuzbein abwärts, was schön knöchrig ist wie ein Blöckchen mit Nöppeli dran. Falls Nöppeli zu intensiv sind, könntest du auch so ein Rugeli nehmen oder eine zusammengerugelte Decke. Plätzchen finden, wo du dein Becken gut ausbalancieren kannst. Becken schön ausbalanciert behalten. Wir stellen uns vor, es ist wie eine prall gefüllte Wasserschale. Und dann, wenn du parat bist, aktivier dein Zentrum, lüpf ein Bein an, Knie in Tabletop-Position, Knie über die Hüfte, Becken bleibt stabil. Ausatmen, Bein strecken. Bein so weit senken, dass das Becken stabil behalten kann. Und einatmen, das Bein wieder anwinkeln. Ausatmen, das Bein zu dir zu ziehen. Jetzt werden wir wieder rund um den Lendenbereich. Bein strecken, deine Streckung. Ein Fußkreis, Zehen, Fußachse, Fußgelenk auf die andere Seite herum. Knie wieder anwinkeln, Knie zurück, Stabilität, Bein strecken, stabil, das Becken ausgerichtet behalten, Bein senken, senken, senken und wieder anwinkeln. Und im 90 Grad langsam abbremsen, das Bein senken, Zehen, Fußballen, Fersen. Seite wechseln, das andere Bein.
Anlüpfen mit einer Leichtigkeit stabilisiert. Ausatmen, Beine strecken. In deine Strecke, es kann sein, dass das Knie bei dir immer auch noch ein bisschen angewinkelt ist. Schauen, wie weit runter kannst du senken, so dass du stabil bleibst. Beine wieder anwinkeln. Und ausatmen, das Bein zu dir ziehen. Schön rund werden. Beine strecken, bis du Dehnung Bein rückseitig hast. Fußkreis, Zehen, Fußachse, Ferser. Beziehungsweise Fußgelenk auf die andere Seite herum. Kreisen. Knie anwinkeln. Beine zurück in die Tabletop-Position. Ausatmen, Beine wieder strecken. Lang, stabil, wachs an die Wand her. Neu wieder anwinkeln und abbremst. Beine senken im 90-Grad-Winkel, Zehen, Fußballen, Fersen. Eine Runde mehr. Ein Bein anlüpfen. Wer es intensiver will, kann auch das zweite Bein dazu nehmen. Sonst lässt du einfach andere Bein drunter. Beine strecken. Lang, lang, lang. Beine wieder anwinkeln. Knie zu dir ziehen, das andere Bein weit nach vorne weg. Und dann Bein strecken. Vielleicht ein bisschen in einen anderen Winkel. Fußkreisli kannst du auch so ein bisschen wie eine Scheibenwischerbewegung machen. Ein bisschen verschiedene Ausrichtungen vom Bein. Das Bein wieder anwinkeln. Zurückschieben, Tabletop. Du tust selber deine Intensität einrichten. Bein nochmal strecken, lang. Und zurück. Bein langsam abbremst, senken, Zehen, Fußballen, Fersen. Falls du das andere Bein hast mit dazu genommen, langsam aufsetzen, zurückbringen. Auf die andere Seite. Bein anlüpfen. Du wählst für dich die Intensität einbeinig oder das zweite Bein dazu nehmen. Bein strecken, lang nach vorne weg. Schön öffnen über die Hüfte, Becken. Stabilität ist aber an und an. Bein zu dir ziehen. Andere nach vorne wegschleifen oder einfach aufstellen. Scheibenwischer, Kreisbewegung. Schau, dass du hier auf den Bällen oben bleibst. Und dann das Knie wieder anwinkeln, schön zu dir ziehen, bevor es wieder zurückgeht in die Stabilität. Andere Beine zurücknehmen oder aufgestellt behalten. Und einmal mehr strecken, 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 nach vorne weg. Wieder anwinkeln. Bein langsam abbremst, oben runterbringen, Zehen, Fußballen, Fersen und das verbleibende Bein. Du spürst für dich, wie sich der Lendenbereich anfühlt mit den Bällen. Falls du für dich genug Stimulation hast bekommen, kannst du die Bällen einfach unter vornehmen. Sonst tue ich noch eine weitere Runde davor zeigen. Ein Bein anlüpfen, nachher spannen, das zweite Bein. Die beiden Beine zu dir suchen fallen lassen. Jetzt werden wir schön rund. Haben wir wieder unsere Eche, die wir über die Lenden aufspannen. Unsere Lendenfaszien, die in alle Richtungen aufgespannt wird. Die beiden Beine zurückschieben, wieder Stabilität, Unterschenkel ablampen lassen. Haben wir Grundstabilität. Jetzt gehen wir aber unser Korsett, das rund um uns herum ist, weiter
weiter aufspannen. Wir greifen mit den Zehen weit nach vorne. Spürt Kräfte, die jetzt da mehr aktiviert werden. Es ist viel intensiver als Grundstabilität. Und dann lass die Spannung los, lass deine Beine zurückfedern. Kommst mit den Oberschenkeln wieder zurück in die Grundstabilität. Braucht Kraft, aber nicht so viel wie jetzt. Das Aufspannen, wenn du nach vorne greifst, ohne ein Hochkreuz. Alles bleibt stabil, du musst heben und dann lass die Spannung los und lass deine Beine zurückfedern. Wieder Grundstabilität, das ein paar Mal wiederholen, das Federn lassen von der Lendenfaszien. Und übrigens, wenn es nicht federt, einfach weiter ausprobieren. Bei denen, die es schon sehr federt, sich da wohlig fühlen, die können mal die Beine anfangen mitstrecken, den Hebel vergrössern. Also die Rhythmus finden, dein Federn und dann, wenn du für dich merkst, das lenkt, nimmst du die beiden Bäueli unter vorne und kommst nachher spüren, wie sich das anfühlt ohne Bäueli. Du darfst aber für dich auch noch ein paar Runden mehr machen. So, wie es sich für dich am besten anfühlt. Wenn du am Boden zurückkommst, spür mal den Lendenbereich, den Mittelrücken, den Oberrücken. Merkst du einen Unterschied? In den verschiedenen Bereichen merkst du, dass der Unterrücken in eine Stimulation ist gekommen, im Vergleich zum mittleren oberen. Vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Körperteilen im Körper. Spür dich von den Zehenspitzchen bis in die Krone, bis in die Fingerspitzchen. Wir haben jetzt eine Gradlinie geschaffen. Wir können das Ganze auch noch in Rotation machen. Nimm das Bäueli in die rechte Hand, ziehe dein linke Bein zu dir zu, so nach wie es geht, und dann greif über die Diagonale, platziere den Ball an den linken Oberschenkel, der linke Arm kann schon schön breit auslegen, und dann gib Druck mit dem Ball gegen den Oberschenkel und lass dich von links nach rechts drehen lassen. Lass den Druck los und lass dich so zurückfedern lassen. Auch hier, vor allem diejenigen, die so die Tendenz haben, ins Hochkreuz hineinzukommen, haben gut im Zentrum entgegen. Grundstabilität. Und ausprobieren. Ein bisschen mehr drücken, ein bisschen weniger drücken, ein bisschen weiter über, ein bisschen weniger weit über. So die Rhythmus finden, dein Federn finden. Und wenn es noch nicht so federt, einfach weiter ausprobieren. Druck, loslassen. Spiele damit, so die Rotation, lass durch dich durchgehen lassen, lass den Kopf mitgehen lassen, in seinem Rhythmus, wie es ihm gefällt. So ein paar Mal. Und dann auch hier wieder nachspüren, das Bein neben das andere ablegen. Mal die linke und die rechte Körperseite miteinander vergleichen. Wenn man das Gefühl hatte, es federt nicht und es dann gleich Unterschiede gibt, hat es scheinbar doch etwas bewirkt.
Dann das rechte Bein anwinkeln, den Ball in die linke Hand über die Diagonale greifen, ein Plätzchen finden für den Ball am Oberschenkel und dann Druck geben, dreh dich von rechts nach links und für den rechten Arm noch ein Plätzchen suchen. Und auch hier anfangen spielen, Druck geben, loslassen, die Rhythmus finden, die Radius finden. Genau. Ein paar Mal. Wieder Grund stabilisieren im Korsett. Zentrum. Und dann auch hier wieder nachspüren. Bein ablegen neben das andere. Spüren, wie sich's jetzt anfühlt. Von den Zehenspitzen bis zur Krone in deine Arme, Hände, Fingerspitzen raus. Ruggele dich dann wieder zusammen in ein Päckchen. Gib Druck mit den Oberschenkeln in die Hände und dann kommen wir in ein Ruggeln. Mal spüren, wie sich das Ruggeln anfühlt. Und dann ist das Ruggeln der Übergang in einen herabschauenden Hund. Die Übergang. Die Hände schieben das Mätteli nach vorne weg. Sitzbeinhöcker in den Himmel aufschieben. Knie da schon grosszügig anwinkeln. Such deine Armbreite. Stoss nach vorne weg. Stoss das Viertel nach in den Himmel auf. Und behalt die Stabilität. Fang an, für deine Knie anwinkeln. Langsam oben runterkommen. Auf das Mätteli. Zehen ausrugeln. Den Vierfüßlerstand kommen. Nimm die beiden Bäueli wieder in die Hände. Drück die Bäueli zusammen. Schnuff tief ein. Komm so ein bisschen wie in Richtung Hohlkreuz, ohne dass du durchhängst. Und mit der Ausatmung rugeln dann die Steißbeine ein, schönen runden Rücken. Bauchnabel zur Wirbelsäule aufziehen, schön lang einschnaufen in den runden Rücken. Schieb dich mit dem Ausatmen zurück. Behalt den runden Rücken. Jetzt haben wir auch hier wieder das Aufspannen. Einschnaufen in den Rundrücken rein. Schieb dich mit der Ausatmung die Spatze. Hast noch ein bisschen weiter zurück, sonst bleibst du, wo du bist. Einatmen. Dahinter bleiben mit dem Becken und vom Steißbein her anfangen. Ausrugeln. Das Becken nach vorne kippen. Die Wirbelsäule lang wachsen lassen. Bleib noch dahinter. Lang einschnaufen, in die Länge rein. Wirbelsäule ist lang bis zu der Krone wie ein Besenstiel. Und mit der nächsten Ausatmung lass dich wieder vorne gleiten lassen. Drück deine beiden Bäueli wieder zusammen. Einatmen, so ein bisschen Richtung Hohlkreuz, Brustbein öffnen. Ausatmen, Steißbein einrugeln, schönen runden Rücken. Einatmen in den runden Rücken. Schieb dich zurück. Zieh vor allem den Unterbauch zurück. Lang einschnaufen. Bleib in der Rundung innen. Es darf ziehen. Gleitfähigkeit. Wenn du Spazi hast, schieb dich noch mal ein bisschen weiter zurück. Schnauf dahinter ein. Bleib dahinter. Und Steißbein ausrugeln.
Becken nach vorne kippen. Schöne, lange Wirbelsäule. Nacken ist die Verlängerung, Kopf vor dran. Schnuff in die Länge ein, bis in deine Sitzbeinhöcker runter. Und mit der Ausatmung wieder vorne zurückkommen, Bäuchli fest zusammendrücken. Einatmen. Ein bisschen Richtung Hohlkreuz. Ausatmen, Steißbein einruckeln. Schönen runden Rücken. Länge einschnaufen, Unterbauch zurückziehen, ausatmen, zurück verschieben. Einatmen, einmal mehr zurück verschieben, Arme dann lösen und mit der nächsten Ausatmung das Becken nach vorne schieben, unten raufkommen. Und ausatmen wieder zurück. Ausatmen, Steißbein einruckeln, unten raufkommen. Und zurück. Unten raufkommen. Da oben bleiben. Arme auf Schulterhöhe senken. In deine Seiten hineinhöckeln. Aufspannen, die Seiten zurück konzentrieren. Auf die andere Seite. In die Seiten hineinhocken. Und wieder zurück. Einschnaufen. Kann der Arm oben durch. Und wieder zurückkommen. Du wählst für dich, oben durch oder nicht. Und wieder zurückkommen. Beide Seiten nochmal. Und wieder zurück. Die Seiten rein, Bogen spannen. Und wieder zurückkommen. Becken zurückschieben. Einmal mehr unten rauf. Zurückschieben, Vödli hinten raus. Hände auf die Mätteli. Ziehe die mit den Händen nach vorne. Ausatmen, stoss dich zurück. Einatmen, ziehe die nach vorne. Ausatmen, stoss dich zurück. Einatmen, ziehen. Ausatmen, stossen. Einatmen, ziehen. Hinten die Zehen einruckeln. Mit der nächsten Ausatmung stoss dich nach hinten raus rauf. Einatmen, ziehen, öffnen über die Hüfte, überhängen das Brett. Heben, schnaufen, ausatmen, wieder stossen, Vödli unten rauf. Einschnaufen, ziehen. Öffnen, heben, schnaufen. Mit der nächsten Ausatmung wieder stossen. Einschnaufen, ziehen. Einmal mehr. Heben. Ausatmen, stossen. Einatmen, ziehen. Ein- und ausatmen, stossen. Und dann von hier das Stossen behalten, in den Knien wippen. Bein strecken, Fersen Richtung Boden. Den Knien wippen. Und Bein verstrecken, Fersen Richtung Boden. Wippen. Und strecken. Wippen. Und dann überlasse ich es dir, ob du aus dem Wippen in ein Gümpel kommst oder einfach vorlaufst. Zu den Händen. Zusammengerüppelst. Mal rund wirst. Richtig schön über den Lendenbereich öffnen. Und dann die Fersen Richtung Boden. Beine strecken. Also richtig oben runter durchhängen. Schultern und Arme sind entspannt. Gesichtszüge sind weich. Komplett entspannen. Und auch mit der Ausatmung das Becken aufrichten und langsam unten raufruckeln. Wirbel um Wirbel um Wirbel. Aufeinander aufbiegeln. Dann triffeln. Arme über den Kopf, über das Brustbein aufstrecken und die Arme über die Seite senken. Arme über den Kopf, über die Seite senken.
Ja, die Seitbeugung. Lang. Ein riesiger Bogen. Unten wieder rauf. Der Arm, der aufgehört hat, startet wieder. Seitbeugung. In die Rotation, ab, unten wieder rauf. Immer der Arm, der aufhört, startet wieder. Ein riesiger Bogen. Rotation, heben unten wieder rauf. Beide Seiten nochmal. Lang. Fließend in deinem Rhythmus. Und dann die Arme über die Seiten aufnehmen. Sie über die Seiten schwingen. Wippen in den Knien. Der Arm, einmal geht der gleiche Arm vordurch, dann geht der gleiche Arm hinterdurch. Die Arme dann wieder ruhiger werden lassen, die Finger lassen, die Hände über dem Kopf, die Arme über die Seite senken. Nimm deine Arme über den Kopf aufspannen und loslassen. Geradlinig. Führen, aufspannen und loslassen. Öffnen. Letztes Mal. Öffnen. Und dann die Arme über die Seite senken. Das Gewicht auf die Fussballen. Wieder zur Ruhe kommen. Balance finden. Fersen anlüpfen. Oben runter zurück. Das Gewicht auf die Fussballen. Und oben runter zurück. Das Gewicht auf die Fussballen. Ausbalanciert bleiben. Die Hände über dem Kopf oder vor dem Kopf. Sich finger lassen. Langsam oben runterkommen. An einer imaginären Wand entlang. Oben runter gleiten. Langsam. Wieder mit in die Stabilität finden nach dem Schwung fallen. Und einiges mehr unten rauf. Fersen absetzen. Nochmal riesigen Armbogen, bis sich die Hände finden. Arme über die Seite senken. Das Gewicht auf die Fussballen aufrugeln. Das letzte Mal oben runter, ausbalanciert, einer imaginären Wand entlang. Gib dir Zeit. Du musst nicht pressieren. Behalte den Fokus. Und wenn es dich fordert, und dann wieder zusammengrüppeln, rund werden. Die Lendenfaszien nochmal schön aufspannen. Und dann zurückhöckeln auf deine Sitzbeinhöcker. Nochmal in das Päckchen kommen, wie anfangs von dieser Sequenz. Nachher spüren, wie sich Sitzen anfühlt. Vielleicht hat sich auch von der Höhe vom Päckchen verändert. Finger so Position, deine Höhe. Du kannst wirklich auch ein Türmchen bauen, wenn es nicht so tief runtergeht. Oder noch einen Moment einfach kannst zu der Ruhe kommen. Du kannst zusammenkrugeln, in dich hineinhören, in dich hineinspüren. Und lass alles los. Schau, dass
tragen wirst, den Kopf entweder auf den Knien oder eben auf einem Polsterli oder auf den Händen, Armen. Und dass du dich so richtig kannst in das Päckchen reinschmelzen lassen. Dann ruckele dich langsam auf, leg dich langsam auf den Rücken zurück. Spür, wie sich's anfühlt. Nimm deine Arme über den Kopf, spreiz deine beiden Beine ab. Leg dann dein linke Bein entweder neben das rechte oder überkreuz es. Das Becken bleibt, was es ist. Und mit dem Oberkörper kannst du auch auf die rechte Seite rüberrutschen, dass du so in eine gekrümmte Banane kommst. Die Hände, die Arme greifen, wie es für dich am gäbigsten geht. Ein Plätzchen für deine Arme finden. Und einen Moment in die Seitbeugung innen entspannen. Komplett loslassen. Such für den Kopf ein angenehmes Plätzchen, angenehme Ausrichtung. So dass du wirklich komplett entspannen kannst. Komm zurück in die Mitte. Spür linke, rechte Seite im Vergleich. Bevor du dann auch auf die andere Seite wechselst. Bein aufgespreizt, das rechte Bein neben das linke oder überkreuzen nach links. Mit dem Oberkörper überrutschen in deine Krümmung. Die Arme für den Kopf ein Plätzchen finden. Und dann wieder komplett loslassen.
Dann hier wieder zurückkommen in die Mitte. Wie fühlt sich der Körper jetzt an? Die Füße, die Beine, das Becken, der Oberkörper, der Rücken, Unter-, Mittler-, Oberrücken. Spür über die Schultern, die Arme, die Hände, den Nacken, den Kopf bis zu der Krone. Und dann nimm dann zum Abschluss in Dankbarkeit deine Hände auf oder vor dein Herz. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, bist du dabei gewesen. Gib dir Zeit, wieder in Bewegung zu kommen. Jeder Körper reagiert ein bisschen anders. Aber es könnte sein, dass vielleicht durch das Stimulieren von dieser Lendenfaszien vielleicht morgen oder übermorgen so ein bisschen den Rücken spürst. Das ist eben nicht Muskelkater, der kommt ja manchmal auch einen Tag zu Tag versetzt. Faszienkater ist anders als Muskelkater. Aber es könnte sein, falls sich der Rücken bei dir bemerkbar macht, der Muskelkater tut ja auf eine Art weh. Also wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, ich habe wie ein Rückenweh, könnte es auch sein, dass es Faszienkater ist, dass es von dem Stimulieren ist, dass sich die Rücken bemerkbar macht. Zum Beispiel, wenn du in einen Rundrücken gehst, in eine Vorbeugung, merkst du, uiuiui, mein Rücken. Tu mal beobachten. Aber vielleicht wirst du schon nichts weiteres spüren. Aber falls könnte es sein, dass es die Sequenz war. Merci vielmals.